Habadere. Servus, schön, dass du wieder dabei bist heute. Ich bin der Thomas von der Licht- und Schattenmanufaktur und bin heute im Bayerischen Wald unterwegs bei Ringelei und gucke mir die Buchberger Leite an. Und hinter mir ist eine interessante Sehenswürdigkeit. Und wenn du wissen willst, was hier im Zweiten Weltkrieg passiert ist, dann komm mit, auf geht's. So, hier sieht man schon, da ist ein Eingang. Und zwar ist es ein alter Tunnel, den hier Leute im Zweiten Weltkrieg gegraben haben. Ich mache mal hier ein bisschen Licht. Das war hier auch mal so eine kleine Bunkeranlage. Und wir gehen jetzt hier unter dem Pfahl hindurch. Das ist so eine Gesteinsformation im Bayerischen Wald, die ist sehr bekannt. Die gibt es auch hier in Ringelei bei Freyung. Und hier hat man den Stollen durchgehauen. Und was man hier schon sieht, sind wahrscheinlich irgendwelche Schießscharten oder irgendwie was. Hier so ein kleiner Bunker. Ja. Hier war eine schwere Tür und hier ist so eine Einbuchtung, ja, wie so ein Bunker. Naja, eine Schießscharte, da müsste man um die Ecke schießen, glaube ich. Hallo. Hallo. Auch wieder alles zugemauert. Und hier, wenn man rauskommt, ist ein wunderschönes Naturparadies. Schaut euch das mal an. So, hinter mir geht es die Treppe hoch. Die laufen wir jetzt aber nicht. Wir gehen nämlich wieder durch den Tunnel zurück auf die andere Seite zur Hängebrücke runter
Und genau, das ist nämlich auch noch ein richtig ein toller Fleck. Und den zeige ich euch jetzt noch. Auf geht's! Ah, es ist nicht herrlich. Da möchte ich jetzt am liebsten reinhüpfen. Es ist ein kristallklares Wasser, wunderbar frisch. Hier auch unter den Bäumen. Richtig schöner Herbsttag. Aber das Reinhüpfen, das erspare ich euch und den anderen Wanderern. Also ich meine den Anblick. Und heb mir das dann auf für Gegenden oder Stellen, wo jetzt nicht so viel los ist. So. Ich würde sagen, weiter geht's, oder? Ich mag ja sowas. Ah, es ist göttlich. Super Herbsttag. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Genau richtig. Ja, genau richtig. Von dem her super. Klasse. Weiter geht's.
Den Baum, den kenne ich noch vom letzten Mal. Der lag vor 2 Jahren auch schon so da. Ist mittlerweile auch ein sehr beliebtes Fotoobjekt. Habe ich schon jetzt mehrere Fotos gesehen, wo Leute einfach hier diesen umgekippten Baum fotografiert haben. Mit einem richtig tollen Wurzelwerk. Super! Aha, Tierwelt der Schluchten. Schauen wir mal. Wer hat federlose Flügel? Jagd in der Dämmerung. Aha, aha, aha. Was könnte das sein? Eine Fledermaus. Zack. Okay. Wer trägt gerne glänzend schwarz-gelb? Oh, es ist vielleicht der Lurchi. Ja, der Lurchi. Wer hat an seinen Flanken schwarze und rote Tupfer? Liebt das kühle, klare Wasser? Aha. Ich vermute, das ist die Bachforelle. Und? Ja, tatsächlich. So. Wer zeigt sich im Fluge weiß schimmernd an Brust und Hals? Baut sein Nest, bla bla bla. Ist es vielleicht der Eisvogel? Nein. Die Wasseramsel. So, so. Und hier der letzte. Der letzte. Wer ist bei der Geburt wasserscheu, kann aber als Erwachsener bei der Jagd bis zu 7 Minuten unter Wasser tauchen? Ist denn hier der Seeotter vielleicht wasserscheu? Der Fischotter, der ist wasserscheu. Und dann ist er so eine Wasserratte. Interessant. Da unten sehe ich es schon. Die Hängebrücke. Und da haben wir jetzt eigentlich unser Ziel schon erreicht. Super.
Sodala. Also ihr seht hinter mir, aha, passt ISO nicht. Sodala. Ihr seht hinter mir die Hängebrücke. Hoppala. Ist schon klasse hier im Bayerischen Wald. Also es gibt so viele Touren, so viele Wanderungen, so viel Natur zu erleben, zu erkunden. Und solche Gebirgsbäche habe ich total gerne. Und hier die Klamm, glaube ich, gehört zu den schönsten Wanderwegen Bayerns. Ich finde es super, nicht nur hier wegen der Hängebrücke, damit man auch ein bisschen eine Attraktion hat, die wo normalerweise woanders fehlt. Ein bisschen Action, ein bisschen Abenteuerfeeling. Ist klasse. Gerade bei dem super Herbstwetter macht richtig Spaß. So. Ich mache jetzt noch ein bisschen Pause. Genieße die Natur. Lass ein bisschen hier den Wald und die Kulisse auf mich einwirken. Und dann gehen wir wieder zurück. Okay, wir sehen uns am Auto. Bis später. So Leute, haben wir es wieder geschafft für heute. Schön, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. War für mich heute ein wunderschöner Ausflug. Wunderschöne Natur. Zum Schlusswort habe ich mich jetzt hier noch mal ein bisschen verzogen durch den Tunnel hier auf diese Bank. Weil auf dieser Seite ist nämlich auch richtig schön hier. Und jetzt kommen schon wieder die nächsten Wanderer. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt ganz schnell. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Havadere, Servus.